Ja, wunderbar. Ich danke zunächst einmal für die Einladung, an dieser Veranstaltung mit einem Beitrag teilnehmen zu dürfen, zu können. Und ich habe mir als Themenstellung, als Fragestellung ausgesucht, eine Darstellung der interregionalen Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftsverflechtungen Kärnten, Slowenien im sogenannten kurzen 20. Jahrhundert. Weil es nicht uninteressant ist, eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu betrachten und das in einer gebotenen Kürze von circa 40 Minuten. Für einen Historiker immer eine Herausforderung, sozusagen sich dann auch ans zeitliche Limit zu halten. Aber gehen wir in medias res. Am Anfang stand nicht die Erschaffung der Welt, das liegt woanders, sondern die Verzichtserklärung des letzten österreichischen Kaisers Karl. Diese Verzichtserklärung vom 11. November 1918 und der damit einhergehende Zerfall, die Auflösung der Habsburger Monarchie bedingten zum einen das Entstehen von Nationalstaaten, zum anderen den Zerfall eines, man kann sagen, über Jahrhunderte, über fast 600 Jahre, bisschen mehr, gewachsenen Wirtschaftsraumes, der spätestens seit dem Fall der Zwischenzolllinie zwischen dem Königreich Ungarn und den späteren cisleithanischen Kronländern im Jahre 1850 zu einem Großwirtschaftsraum geworden war. Von dieser Erosion betroffen war auch als Teil der Habsburger Monarchie Kärnten, das nach dem Verlust der oberitalienischen Territorien, die Lombardei 1859 und Venetien 1866, nun einen weiteren traditionellen binnenländischen Markt im Süden verlor. Denn bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatten die historischen Kernländer der Region Triest, Istrien, Görz, Gradiska, Kärnten, Krain und nehmen wir die Steiermark noch dazu, untereinander enge Beziehungen in den Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft und Lebenskultur entwickelt. Und in seiner Gesamtheit war dieses Territorium durch die Geschichte mehrmals teilweise und im habsburgischen Länderkonglomerat bis 1918 sogar in seiner Gesamtheit vereinigt gewesen. Und als Länder des Guberniums Laibach hatten Kärnten und Krain im Vormärz, also zwischen 1815 und 1848, sogar eine administrative Einheit gebildet. Es gab keine Zollgrenzen, es gab keine sonstigen Grenzen, es gab eine einheitliche zentrale Wirtschaftspolitik, es gab eine einheitliche Währung und Kärnten, wie auch das Gebiet Sloweniens, Krain, waren ein wichtiger Teil
des Hinterlandes, der Adriahöfen Österreich-Ungarns, insbesondere Triests. Allerdings, beide Kronländer hinkten in ihrer ökonomischen Entwicklung, das heißt in der Entwicklung in Richtung Industrialisierung nach. Und dementsprechend stellte sich auch die Einkommenssituation dar. Ein kurzer Vergleich: Kärnten am Vorabend des Ersten Weltkrieges 556 Kronen, Krain 439 Kronen. Im Vergleich: in Cisleithanien belief sich dieses Pro-Kopf-Einkommen auf 569 Kronen. All das war nun mit dem Auseinanderbrechen der Habsburger Monarchie vorbei. Kärnten und das angrenzende Krain, welches sich nun mehr oder weniger mit Slowenien deckte, gehörten unterschiedlichen Staaten, nämlich der Republik zunächst Deutsch-Österreich, dann sehr bald Österreich an, beziehungsweise im Falle Sloweniens dem SHS-Königreich, respektive bald später Jugoslawien. Das waren unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen, in die die beiden Länder eingebettet waren, aber auch unterschiedliche politische Systeme. Die Situation war in jeder Hinsicht keine einfache. Wenn Sie einen Blick auf die Folie werfen. Traditionelle Verbindungslinien waren zerschlagen. Die Volkswirtschaften in Kärnten und in Slowenien hatten sich auf neue Rahmenbedingungen einzustellen. Was bis 1918 noch Teil eines bindenden Handels gewesen war, noch Teil binnenwirtschaftlicher Verflechtungen gewesen war, war nun Außenhandel. Das heißt, einem geschützten Binnenmarkt mit geringen Außenbeziehungen folgte der Eintritt in eine sehr protektionistisch ausgerichtete europäische Wirtschaft mit vielen neu entstandenen Staaten, Kleinstaaten. Und das bildete für die Entwicklung in den folgenden 2 Jahrzehnten eine Hypothek in jeder Art und Weise, insbesondere für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich, Kärnten und SHS, Jugoslawien. Der Handelsverkehr zwischen diesen beiden Ländern und damit auch eben zwischen Slowenien und Kärnten als Teil dieser beiden Länder entwickelte sich, formulieren wir es vornehm, mäßig. Ich habe mir da Zahlen herausgeschrieben, wenige Zahlen, die ich Ihnen heute präsentieren werde. 1924 betrugen die Einfuhren aus SHS, Jugoslawien, nach Österreich 151,2 Millionen. Dem standen Ausfuhren in der Höhe von 205 Millionen gegenüber.
und bis 1937 erfolgt eine Reduktion bei den Einfuhren auf 115 Millionen, bei den Ausfuhren also auf 66 Millionen. Daran können Sie schon, an diesen beiden Zahlen, können Sie schon erkennen, dass hier sozusagen der Warenaustausch, auch der Austausch von Dienstleistungen unterentwickelt gewesen war. Erschwerend hinzu kamen dann die Kämpfe um die Grenze zwischen 1918 und 1920. Die jugoslawische Okkupation hatte nachhaltige Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben, allen voran auf den Südostkärntner Raum, aber auch insgesamt auf die Landeswirtschaft. Betroffen war vor allem der Handel, weil jeglicher Verkehr in das beziehungsweise aus dem jugoslawischen Besatzungsgebiet nicht gestattet war. Erst im Juli 1920 wurde seitens der Plebiszitkommission beschlossen, die Demarkationslinie zwischen den Zonen per 3. August aufzuheben und wieder einen freien Personen- und Warenverkehr zuzulassen. Der bilaterale Handel jedoch blieb ungeachtet dessen weiterhin schwierig. Man kann auch sagen, die ökonomischen Verbindungen auf Unternehmerseite, wenn wir jetzt den industriell-gewerblichen Bereich ansprechen, reduzierten sich praktisch auf null. Auch, und jetzt komme ich auf die Zeit vor 1914 zurück, weil beide Länder fernab dessen waren, was man als Industrieregion bezeichnen kann. Und zweitens, das gilt auch für andere Nachfolgestaaten, die Unternehmungen vorerst auf die eigene Volkswirtschaft ausgerichtet waren. Aber es gab in Zeiten militärischer Auseinandersetzungen durchaus so etwas wie eine länderübergreifende Wirtschaftsorganisation. Um den Verlust von Absatzmärkten, insbesondere Villach, Klagenfurt, zu ersetzen und der Bevölkerung den Übergang in die neuen ökonomischen Gegebenheiten zu erleichtern, wurde im September 1919 auf Initiative der slowenischen Landesregierung eine ausschließlich auf die Agrarwirtschaft ausgerichtete Wirtschaftsgesellschaft Gospodarska družba gegründet, mit Sitz in Laibach, aber Filialen im Südostkärnten, im besetzten Gebiet. Im September 1919 wurde in Verlach die erste Filiale eröffnet. Weitere Filialgründungen mit angeschlossenen Lagerhäusern folgten: Grafenstein, Künsdorf, Völkermarkt, Bleiburg. Das war so ein Versuch im agrarischen Bereich sozusagen durchaus etwas länderübergreifendes zu schaffen, wenn wir das besetzte Territorium aus der Perspektive des SHS-Staates als Anführungszeichen Ausland betrachten.
Ein anderer Segment, der Finanzsektor, das betrifft die Sparkassen, wurde hingegen von slowenischer Seite übernommen und fortgeführt. Und in Völkermarkt wurde eine Filiale der Marburger Eskomtbank, ja, Mariborska Eskomtna Banka, gegründet, errichtet, die bereits im Jänner 1920 ihre Tätigkeit aufnahm und welche eben gewerblichen Kleinbetrieben unter die Arme greifen sollte, indem sie entsprechende Finanzmittel, sprich Kredite, zur Verfügung stellte. Das war's. Im Übrigen waren die wechselseitigen Wirtschaftsverhältnisse inexistent. Und man kann sagen, das Ergebnis der Volksabstimmung 10. Oktober 1920 perpetuierte diesen Status. Das heißt, mit 1920 war es auch mit dem einstigen regen Handelsaustausch für längere Zeit vorbei. In diese Zeit hinein, wir sind noch vor 1920, fällt auch die Übersiedlung der Hamagoras Bruderschaft, der Družba Svetega Mohorja, im Juli 1919 nach Prevali Prevalje, wo man dann 1927 nach Cili Celje weiterzog. In Klagenfurt zurückblieb, blieb nur als Verwalter des Bruderschaftshauses Valentin Botzgorz. Entschuldige. Ebenso kam im neuen Ausschuss der Bruderschaft daher den in Kärnten, Klagenfurt ansässigen Mitglieder auch nicht mehr jene führende Position zu, wie es vor 1914, 18 der Fall gewesen war. Auf der anderen Seite waren die vor 1918 zu Kärnten gehörenden Territorien und infolge des Friedensvertrags von Saint-Germain auch definitiv abgetretenen Territorien, wie das Miestal mit seiner Eisenproduktion, mit seiner Bleigewinnung in die Volkswirtschaft des SHS-Staates integriert worden, wohin hingegen das 1906 an die Krainische Industriegesellschaft verkaufte Eisenwerk in Feistritz im Rosental kaum eingebunden war. Nur am Rande 1933 wurde dieses als Folge der Wirtschaftskrise des großen Kraches von 1929 stillgelegt. 1921 wurden die der Bleiberger Bergwerksunion BBU gehörenden Betriebe in Mies und in Schwarzenbach, Schronana Koroschkem, die teilweise sogar, bitte, das ist vielen gar nicht bewusst, ja, die teilweise sogar die Kapazitäten des Reviers Bleiberg-Kreuth übertrafen und 1914 fast 1000 Beschäftigte zählten, an die Central European Mines Limited mit Sitz in London verkauft. Nicht mehr Teil der Kärntner Landeswirtschaft
Landwirtschaft, Landeswirtschaft waren gleichfalls auch die Kohlengruben in Liescha, Leže und der Zinkbergbau in Mies-Meschica oder auch die Schmelzhütte in Scheriau. Kurzum, was will ich Ihnen damit sagen? Der Wirtschaftskreislauf war unterbrochen. Und diese Entwicklung steht paradigmatisch für die ökonomischen, ich muss sagen, Nichtbeziehungen zwischen Kärnten und dem angrenzenden Slowenien. Grenz- und länderüberschreitende Wirtschafts- und Unternehmenskooperationen gehörten der Vergangenheit an. Die wirtschaftlichen Kontakte kamen zum Stillstand. Allerdings, andererseits entwickelte sich zwischen 1918 und 1920 an der Demarkationslinie ein lebhafter Schmuggelverkehr. Also Handel hat es ja irgendwie gegeben, aber es war halt kein legitimer Handel. Ja. Geschmuggelt wurden Lebensmittel, welche die Zone A aus Jugoslawien erhält. Umgekehrt wurden in die Zone A Industrieerzeugnisse und Zucker geschmuggelt und anderes. Ja. Aber Schmuggel ist nicht außer Acht zu lassen. Mit einem im September 1925 geschlossenen Handelsvertrag sicherten sich Österreich und Jugoslawien SHS Unterstützung bei der Bekämpfung des Schmuggels zu. Das heißt, dieser Schmuggel muss doch weiter verbreitet gewesen sein, sonst hätte man staatlicherseits sich von beiden Seiten nicht dazu entschlossen, gegen diesen sozusagen vorzugehen. Dieser Handelsvertrag regelte auch, und das war einmal ein kleiner Schritt nach vorne, den sogenannten kleinen Grenzverkehr, der sich bis Mitte der 30er Jahre ausschließlich in Richtung von Slowenien nach Kärnten entwickelte. Die deutlich niedrigeren Preise, vor allem von Lebensmitteln, waren die Hauptursache für diesen vor allem im Raum Bleiburg blühenden sogenannten kleinen Grenzverkehr. Zur Illustration. Das spricht immer für die österreichische Bürokratie, dass sie alles genau statistisch erhebt und in dem Fall auch der Zoll. Ende 1936 hat man registriert an Einfuhren. Ja, 6.500 Kilogramm Fleisch, fast 25.000 Kilogramm Mehl, fast 7.000 Kilogramm Brot und nicht unerheblich 1.200 Kilogramm Butter nach Kärnten. Ja, nach Kärnten. Das ändert aber nichts bitte an der Tatsache, wir schreiben 1936, ja, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen in diesem Jahr an einem Tiefpunkt angelangt waren. Natürlich, das lasse ich ja hier alles weg, die ganzen politischen Implikationen, ja, die da natürlich ganz wesentlich auch hineinspielen. An dieser Situation änderte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vorerst nichts. Ich lasse wieder die politischen Implikationen beiseite. Zwei gänzlich unterschiedliche Wirtschaftssysteme standen sich nun gegenüber. Slowenien war Teilrepublik der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien mit einer planwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung. Kärnten wieder
war eines der 9 Bundesländer der Demokratischen Republik Österreich mit einer grundsätzlichen marktwirtschaftlichen Orientierung. Neben den unterschiedlichen Wirtschaftssystemen hatte auch die Zugehörigkeit zu 2 verschiedenen ideologischen Systemen und Wirtschaftsblöcken bremsenden Einfluss auf die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Das heißt aber in der Konsequenz, der wirtschaftliche Austausch zwischen Jugoslawien, Schrägstrich Slowenien und Österreich, Schrägstrich Kärnten, blieb relativ gering. Wie gering zeigen wiederum die Zahlen. Das Handelsvolumen zwischen Jugoslawien und Österreich lag 1947 nominell noch weit unter dem Vorkriegswert. Und die war schon niedrig. Ja? Und die war schon niedrig. Erst, und da spielt die große Politik hinein. Ja? Die große Politik. Erst ab den 50er Jahren entwickelten sich österreichisch-jugoslawische Handelsbeziehungen. Von einer ursprünglichen Bilateralität immer stärker in Richtung einer Multilateralität. Das ist nicht unwichtig in seinen Rückwirkungen auf Kärnten und Slowenien. Nur ein paar Hinweise. Man denke in diesem Zusammenhang an die Zusammenarbeit in der OECD, WTO, das Freihandelsabkommen Jugoslawiens mit der EFTA oder auch, dass Jugoslawien bitte 1966 Vollmitglied des GATT geworden ist. Ja, also da schert schon sozusagen aus der Wirtschaftspolitik des Ostblocks hinaus. Das führt dazu, dass Slowenien für westliche Firmen immer mehr zu einem Sprungbrett in andere Teilrepubliken wurde. Der nächste große Schritt 1973. Mit dem Abkommen über die wirtschaftliche, technische und industrielle Zusammenarbeit begann eine Periode einer tiefgreifenderen Zusammenarbeit. Bis zu diesem Zeitpunkt sah weder Österreich, Kärnten, da es nicht auf Jugoslawien als Absatzmarkt angewiesen war, noch Jugoslawien, Slowenien, welches lange Zeit aufgrund ideologischer Diskrepanzen ebenfalls weniger an einer weiterführenden Zusammenarbeit interessiert war, eine Notwendigkeit, die Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen. Da spielt natürlich alles das politisch auch hinein, Ortstafelsturm etc. Das dürfen wir ja nicht ausblenden. Allerdings war Slowenien so Mitte der 70er Jahre herum durchaus bemüht, in Richtung Österreich wirtschaftliche Beziehungen, wirtschaftliche Verbindungen aufzubauen und wurde auch diesbezüglich in kleinen Rahmen initiativ. Damit war eigentlich einmal das Eis oder begann das Eis zu schmelzen. Ja, es war noch nicht gebrochen, aber wie der Nordpol und der Südpol in Zeiten der Klimakrise, das Eis begann zu schmelzen. Es kam nun zu ersten informellen, offiziellen Regierungskontakten.
zwischen politischen Proponenten Kärntens und Sloweniens, verbunden mit einer ersten Intensivierung wiederum des sogenannten kleinen Grenzverkehrs, aber auch wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Slowenien und Kärnten. Und wir sehen die ersten Früchte dieser Annäherung in den späten 70er Jahren. In Form von Direktinvestitionen und Joint Ventures als grenzüberschreitende Investitionen. Zunächst waren es in den 80er Jahren slowenisch-jugoslawische Investitionen in Kärnten, die sich dann nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens 1991 verstärkten. Eine Reihe von Betrieben in Südkärnten entstanden in diesem Zusammenhang. Diese wurden dann in weiterer Folge bis zum Ende des 20. Jahrhunderts teils aufgelassen oder in ein anderes Eigentum überführt. Man kann diese Phase von Direktinvestitionen und Joint Ventures in 2 Phasen, sogar in 3 Phasen unterteilen. Die Phase 1, 75 bis 81, die Phase 2, 82 bis 89 und die Phase 3 würde ich für die Jahre nach 1991 ansetzen. Manche meinen 2004, ich tendiere zu 1991. Zur Phase 1 gehören eben Unternehmensgründungen. Filterwerk, ich habe nur ein paar herausgegriffen, ja, könnte man noch ergänzen. Filterwerk in St. Michael, Bleiburg, Topsport, Bekleidungs GmbH, Zellstofffabrik Obier, Elan, Sportartikelerzeugung und Handels GmbH. Phase 2, Konus Lederbekleidung, Cobra Schleifmittel, Holzindustrie, Erzeugung. Hier ein Blick in die illustrative Vergangenheit, Elan und hier ein Bild aus alter Zeit, lange Geschichte gehabt, 100 Jahre Zellstoff Rechtberg. Gemischte Unternehmen entstanden auch dadurch, eben, dass bereits bestehende Firmen von slowenischen Stammfirmen übernommen wurden oder letztere slowenische Stammfirmen die Mehrheit erwarben. Investitionen, und zwar Direktinvestitionen österreichischer und damit auch Kärntner Firmen in Slowenien erfolgten dann in einem stärkeren Ausmaß ab den 90er Jahren. Nach der Selbstständigkeit Sloweniens. In Kärnten herrschte, und ein Blick in die Publizistik der Zeit bestätigt das, so etwas wie Aufbruchstimmung, wie auch das Motto einer Studienfahrt der jungen Industrie Kärntens nach Slowenien zeigt. Ja, das Motto dieser Studienfahrt hieß: Junge Industrie Kärntens, auf nach Slowenien! Auf nach Slowenien über den Leubel. Wir fahren in diesen Staat, der soeben seine Unabhängigkeit erklärt hat und sich aus dem jugoslawischen Staatsverband herausgelöst hat. Das führte dazu, dass auch auf gesamtstaatlicher Ebene, das heißt Österreich, mit circa 700 Direktinvestitionen mit einem Anteil von 11 Milliarden $, das waren circa 37% der gesamten Auslandsinvestitionen Österreichs, dass Österreich der größte Auslandsinvestor
in Slowenien war. Frankreich kam nur auf 13%, Deutschland nur auf 11%. Und von den 96 wichtigsten österreichischen Direktinvestitionen stammten 18% aus Kärnten. Und diese kamen aus den Branchen Handel, Dienstleistungen, Versicherungen, Elektronik, Baustoffe und Finanzen, Banken. Ein paar Namen: Treibacher Schleifmittel, die Dependance des Klagenfurter Siemens AG Österreich, Klagenfurter Papier, die Hermagoras, die Moharjewa, Druck Klagenfurt, die Wäscherei Umlauf und auch das Ruta Möbelkaufhaus. Dieses Kärntner slowenische Familienunternehmen eröffnete am 14. März 2001 in Laibach-Ljubljana das zum damaligen Zeitpunkt größte Möbelcenter Sloweniens, ja, das sogenannte Ruta Center, mit einem Kapitalwert von damals 4,5 Millionen Tolar und 160 neu geschaffenen Arbeitsplätzen. Zu diesen Unternehmen kam der Finanzsektor. Während die Raiffeisen-Landesbank durch eine Beteiligung, die Bank für Kärnten und Steiermark durch eine Filiale in Ljubljana, Laibach vertreten war, arbeiteten die Hypo Alpe Adria Bank und die Kärntner Sparkasse flächendeckend mit traditionellen Vertriebswegen, Filialen, ja, beziehungsweise im Falle der Kärntner Sparkasse Regionalbüros in Laibach, Ljubljana, in Nova Gorica, in Cili, Celje, in Koper, in Kreinburg, Kranje. Zur wohl bedeutendsten Kärntner Investition in Slowenien, eigentlich noch vor der Unabhängigkeit Sloweniens in die Wege geleitet, wurde die Anlage der Wittersdorfer Begauer Zementwerke, die schon 1990 mit der slowenischen Firma Salonit in der Nähe von Nova Gorica einen Joint Venture Vertrag geschlossen hatte. Die wirtschaftlichen Verhältnisse zwischen Slowenien und Kärnten verdichteten sich in den 90er Jahren. Und zwar seit der Unabhängigkeit Sloweniens, seit der Eigenstaatlichkeit Sloweniens in einem höchst bewegten Ausmaß. Vor allem auch, weil sich Slowenien marktwirtschaftlich sehr erfolgreich entwickelte. Das ist immer dann in der Wirtschaftstheorie, also die Frage, wie sich sozusagen Länder ökonomisch mit einem unterschiedlichen Niveau angleichen. Und da gibt es also den Trend, dass weniger entwickelte Staaten dann sich in größeren Wirtschaftsräumen höher entwickelten Staaten in ihrer Wirtschaftsleistung angleichen. Das Muster können wir hier auch ersehen. Ja? Im 19. Jahrhundert war es zwischen der österreichischen und der ungarischen Reichshälfte so. Da hat sich Ungarn nach dem Ausgleich dem cisletanischen Reichsteil ökonomisch Schritt für Schritt angeglichen. Und das Muster sehen wir auch hier in diesem Falle. Slowenien wurde zu einem wichtigen Wirtschaftspartner Österreichs und Kärntens. Zur Jahrtausendwende kamen 41% der Auslandsinvestitionen in Slowenien aus Österreich. Pro Kopf wurden in Slowenien österreichische Waren im Wert von 7.300 Schilling gekauft, noch vor Einführung des Euro. Und Slowenien wies die größte Marktdurchdringung mit österreichischen Produkten auf. Und Kärnten und die Kärntner Wirtschaft partizipierte auf österreichischer Seite
daran. Mit dem EU-Beitritt Sloweniens, 1. Mai 2004, erfuhren die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, in die auch Kärnten nun verstärkt involviert war, einen zusätzlichen Impetus. Neue Formen der Zusammenarbeit, die eine Intensivierung der grenzüberschreitenden Kontakte mit sich brachten, zeigten und zeigen sich, man muss auch Präsens formulieren, vor allem in der Nutzung von Förderungen und Programmen der Europäischen Union und des Interreg. Im Ausbau und in der Verbesserung von Verkehrswegen sowie in der Kooperation von kleinen Unternehmen und Gewerbetreibenden. Auch geschuldet dem Motto ohne Grenzen. Wirtschaftlich wuchsen und wachsen, wenn man den makroökonomischen Daten glauben darf, Kärnten und Slowenien wieder zusammen, wie es vor 1918 in Zeiten der Habsburger Monarchie mit Kärnten und Krain, beide im Übrigen seit 1335 habsburgisch gewesen. Ja? Beide sind 1335 gemeinsam an die Habsburger gefallen. Beide wachsen eben zusammen, wie es eben in der Habsburger Monarchie mit Kärnten und Krain in Ansätzen schon der Fall gewesen war. Auch weil sie wieder Teil eines Großwirtschaftsraumes, des europäischen Wirtschaftsraumes in diesem Fall, und innerhalb dieses Wirtschaftsraumes einer Region mit durchlässigen Grenzen geworden waren, respektive sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich habe mich sehr bemüht, auch die vorgegebene Zeit einzuhalten und warte dann auf Fragen im Anschluss an die anderen Referate. Hvala lepa, danke. Professor Drobesch, vielen Dank. Sie haben sich, wenn man die paar Minuten, die ich Ihnen gestohlen habe, in Betracht zieht, sehr gut an die Vorgaben gehalten. Vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen für Sie, die wir eigentlich auch vorziehen könnten, wenn es Ihnen recht ist. Die erste Frage wäre, wo fängt für Sie persönlich der Balkan an? Wo würden Sie das definieren? Das ist eine sehr philosophische Frage. Also auf jeden Fall, also ich würde sagen, jetzt gehe ich in die Geschichte zurück. All jene Staaten, die einst Teil des Deutschen Bundes gewesen sind und Teil des Königreiches Ungarn und Bosnien-Herzegowina, das 1918 von Österreich ja annektiert wurde, würde ich sagen, gehören nicht zum Balkan. Das ist die am weitesten südlichst definierte Balkan-Definition, die ich je gehört habe. Ja, also, weil hier doch mitteleuropäische, westeuropäische Kultureinflüsse ausmachbar sind und auch im ökonomischen Bereich. Und mit Bosnien-Herzegowina, die wenigen Jahre, nehmen wir, ohne dies nur 6 Jahre, eventuell können wir noch sagen, nehmen wir die Okkupation dazu. Ja, aber also Ungarn gehört für mich nicht zum Balkan, Kroatien gehört nicht zum Balkan und Bosnien-Herzegowina, darüber kann man diskutieren. Ich würde es nicht zum Balkan zählen. Ja? Das ist meine Sicht oder meine Definition des Balkans, über die natürlich auch trefflich, um Faust zu zitieren, trefflich gestritten werden kann. Mhm.
Gut. Und einer unserer Teilnehmer hat noch geschrieben, bei seinem Auslandsstudium in Pula, Kroatien, hat er am Markt noch alte Damen kennengelernt, die noch Deutsch gesprochen haben. Gab es nach der Monarchie noch wirtschaftliche Kontakte ans Meer, beziehungsweise konkret Kroatien zum ehemaligen Marinehafen, oder wurde zum Beispiel Meerfisch eher via Italien eingeführt? Das ist alles abgeschnitten gewesen. Natürlich war das Ganze, das habe ich ja völlig draußen gelassen, die Politik. Da spielt natürlich auch viel Außenpolitik hinein. Ich habe es ja nur angedeutet, also diese protektionistische Politik, nicht nur der Nachfolgestaaten, sondern das war halt damals in Europa in. Und im Grunde hat man sich damit eigentlich selbst geschadet. Ja? Jetzt kann man dann auch, und ich habe es Ihnen ja, die EU hat schon was Ökonomie betrifft, schon ihre Vorteile, ja, weil ein Großwirtschaftsraum bringt natürlich ohne Grenzen, bringt natürlich schon gewaltige Impulse. Sieht man auch dann, also wenn man das jetzt vergleicht mit der Habsburger Monarchie, auch das lässt sich wunderbar im Falle der Habsburger Monarchie nachweisen. Ich habe verwiesen auf das Jahr 1850, auf den Fall der Zwischenzolllinie zwischen dem Königreich Ungarn und den anderen Ländern. Das hat auf beiden Seiten, also den nicht-ungarischen Ländern wie auch in Ungarn, mittelfristig einen Wachstumsimpuls bewirkt. Ja? Im Finanzverkehr, im Binnenhandel und so weiter. Mit dem eventuellen Nachteil, dass sich der Außenhandel Österreich-Ungarns schwächer entwickelt hat. Ja? Das wissen wir, können wir hier noch nicht so abschätzen, dazu sind die Zeiträume zu kurz. Ja? Wir können auch nicht abschätzen den Austritt Großbritanniens und so weiter. Ja? Aber natürlich war nach 1918 bis 1938 und dann auch nach 1945, Kalter Krieg, die ganze Jugoslawien-Frage, wir kennen das, nicht gerade förderlich für wirtschaftliche Zusammenarbeit, für wirtschaftliche Kooperationen. Und mit dem Aufkommen des Europagedankens ist ja interessant, Anfang der 60er Jahre erkennt Tito, Jugoslawien, aber auch die westeuropäischen Staaten, Österreich, die Möglichkeiten, das ist ja ein Prozess, der sich jetzt schon über 50 Jahre, 60 Jahre hinwegzieht, die Möglichkeiten ökonomisch, und letztlich hängt ja das auch immer mit Wohlstand zusammen. Ja? Am Ende schafft eine florierende Ökonomie auch Wohlstand, das ist die eine Seite. Natürlich auch, und in der Diskussion befinden wir uns ja, dass die Schere zwischen sogenannt arm und reich größer wird. Das ist auch ein Aspekt, den man natürlich mit berücksichtigen muss. Aber im Grunde schafft ökonomische Prosperität, jetzt einmal allgemein formuliert, als These, auch Wohlstand.